Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Los, nur keine Hemmungen. Drücke X, um den Käse Shrimparito zu essen. Und Zeitfurz-Freischaltung Pause. Mit Zeitfurz-Pause kommst du sicher über sonst tödliche Hindernisse. Halte L2 und L2 und R2 gedrückt, um dir die Zeitfurzsteuerung anzeigen zu lassen. Okay, und beide nur in die Mitte. Okay. Für 3 Sekunden. Gut, das sollte ausreichen. Jetzt muss ich aber... Ja klar, aber... Ach so. Das kann ich erst so machen. Okay, na dann. Gut, und... Habe ich das Ding jetzt deaktiviert? Sehr schön. Okay. Ah, Neuer. Wie ich sehe, willst du helfen, Classys Mitarbeit sicherzustellen. Bitte, nach dir. Hallo, wir brauchen Medizin für eine Freundin. Achtung, was jetzt kommt. Jetzt bin ich immer echt gespannt. Oh, will eure Freundin ein energetisierendes mentales Gefühl oder ein Ganzkörper-High? Keine Ahnung. Ich schicke euch unseren Grasexperten, der kann euch helfen. Ah, natürlich. Wollt ihr High werden? Oh, hi Eric, Oh, Tauli, dachte du wärst auf Entziehungstour. war ich und jetzt bin ich wieder in South Park. Clean und nüchtern seit einem Jahr. Clean und nüchtern, ganz ohne Drogen. Und weißt du, ich vermisse nichts. Ja, überhaupt nicht. Und du arbeitest in einem Grasladen? Cannabis, Eric, und ja, das ist super. Ich werde jetzt Teil davon, dass ich Leute von ihren Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Migräne und Stress heile. Ganz natürlich. Wusstest du, dass schon die alten Chinesen ihren Kindern zum Zahnen Cannabis gaben? Ich habe eine süchtig machende Persönlichkeit, also geht's mir auch ohne gut. Und ich habe jetzt ein Kind zusammen mit der Lady. Da bleibe ich lieber auf dem rechten Weg, verstehst du? Du hast ein Kind, so. Stellt sich heraus, dass ich die ganze Zeit eins hatte, aber zu high war, um es zu merken. Aber jetzt habe ich einen Job und bezahle meine Miete. Und tu Gutes, indem ich den Leuten helfe. Die brauchen pflanzliche Heilmittel. Für den ganzen modernen Stress mit Job, Steuern und Ach, halt die Verkehr Schnauze, und der Tauli. Alkohol in dieser Scheißwohnung Ich und mag das den ist nicht. Tauli, das Klo ist kaputt und warum kannst du das nicht reparieren? Bin ich vielleicht Klempner? Bitch, ich bin ein Handtuch und kein verdammter Klempner! Okay, wir wollen für eine Freundin Medizin abholen. Sie heißt Classy. Oh, Classy mit einem Y, aus dem eine Klitoris hängt, die sich umdreht und wie wild das C leckt. Nein, Wahr. Classy mit einem Schwanz, der am C hängt und das L aus dem ASS fickt. Oh, die Classy, klar, ich habe ihre Bestellung. Sie mag Bananakusch für ihre Rückenschmerzen und Platinum-OG für... Warte, was zur... Wer hat hier Chillax Kusch zum OG Mellow Blitz getan? Was zur Hölle, ihr Spasten? Die Leute wollen doch nicht Mellow mit Chill mischen, das fuckt sie voll ab. Gott, fuck. Hey, Tauli, alles cool, reg dich ab. Nein, das ist nicht cool, verdammt, ich versuche hier ein ordentliches Geschäft zu führen und mein Rücken bringt mich um, ich kann nicht schlafen und habe keinen Appetit. Diese Scheißstadt ist zu abgefuckt, dass wir unsere Ware von scheiß Sechsklässlern kaufen müssen, die keine Ahnung haben, welchen Scheiß sie da reintun. Und dann kommen auch noch ein paar kleine Schwanzlutscher in meinen Laden und sagen mir, dass ich mich abregen soll. Fickt euch! Reg du dich ab! Du bist ein Handtuch! Sauber, Tauli. Alter. Gut. Den verprügel ich wenigstens gern. Rein hier, verpasst diesen Kids mal eine Beratung. Gut. Ah, okay, die anderen Mitarbeiter auch noch. Beruhige, Tauli, ist das Spezialziel. Vorsicht, hier ist überall Ware. Na gut. Ja. Alter. Allerfeinster Handtuch Spaß. Der Verkäufer ist König. Uff. Na gut, wie... Zündest du meinen Ah. Vorrat an? Riecht aber gut. Gottes Lufterfrischer. Okay, dann müssen wir... Einen Da, an. dann lassen wir eine brennende Cartman doch gerade hier auf dem Gras draufstehen. Hallo, ich brenne hier. Versau das nicht, Blödsack. Und... Machen wir das so. Auf den Verkäufer drauf. Au, was soll der Scheiß? Und die Musik dazu auch noch. Eure schlechten Vibes woanders. Sieh doch mal. Zünd es an, Wunderarsch. Das sind meine Lebensersparnisse an Gras.
Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Okay, das brennt schon. Da können wir auf Tauli zum Wechseln. Cool, cool. Gut. Ich könnte ewig weitermachen, weil ich ein super flauschig weiches Handtuch bin. Unsere Kräfte sind machtlos gegen das Handtuch. Wir können aber die zwei verletzen. Und dann ist der erstmal raus. Belästigung am Arbeitsplatz. So, Cartman auf Von sowas war bei der Mitarbeiterschulung nicht die Rede. der Over. Ohne Qualmerei, Kid. Ich mag den Job, weil ich immer wieder was lerne. Pff. Leg dich nicht mit dem Handtuch an. So, Cartman. Gibt es ein Spezialziel? Nö, ich hab's schon kapiert, wie es funktioniert. Versucht, die Ware abzufackeln. Aber das ist echt gutes Zeug. So, da wird er nämlich, Wir brauchen noch mehr Rauch. passiv high von dem Scheiß. Moment, ich kann aber auch einen Platz tauschen mit dem Typ. Das könnte brennen. So, Das hast du zack. verdient, Tod, du Stück Scheiße. Der erste Mitarbeiter ist auch kaputt. Los geht's, Furzlord. Furzlord. Okay, gucken wir mal. Der tritt jetzt wahrscheinlich wieder zu. Ach, wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Und Euch Tauli noch. abzuhängen macht Laune. Au, Gefällt euch das, ihr bescheuerten Handtücher? Ich hoffe, wir kommen gehört jetzt mir. dran. Ne, wir kommen nicht dran. Aber Cartman kann sich erstmal was pfeffern. Nehmt euch in Acht, Schurken, der Kuhn liegt auf der Lauer. Und jetzt meiner. Schlag sie für den Kuhn, Furzkiste. Scheiße, wir kommen nicht dran. Es dauert immer Ewigkeiten, bis wir da dran kommen. Und Oh, du bist sowas von tot. Vielleicht mache ich heute früher Feierabend. Cartman wieder zuerst jetzt. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Geh mal auf den Typ drauf. Ja. Okay, der Das muss Blut genäht jetzt. werden. Und ich komme jetzt Dotra. Auf sie, Wunderarsch. Ah, scheiße, der brennt nicht. Moment. Dann. Moment, der Burrito geht an Cartman. Aber ich muss für Cartman. So. So geht das. Okay, Cartman brennt aber immer noch. Zack. Lass den Scheiß. Dann müsste mich jetzt Tauli wieder erwischen. Mann, ich kann mein eigenes Blut nicht sehen. Ah ja, okay, so rum. Hast du Feuer? Das ist auch gut. Hauptsache ich krieg Fäng das dich mal ab. an, Alter. Schurken, zittert vor Kuhn and Friends. Und machen wir das so. Hier kommt der Kuhn. Zack. Richtig ab. Okay, der Typ ist jetzt auch fertig. Stehen Flammen. Und ich jetzt auch nochmal da drauf. Und dann dürfte man das erledigt haben, Ich ja. hatte gehofft, dass du das Ding auch noch anzündest. Für eine gute Partystimmung. Perfekt. Zünd auch den letzten an. Wo ist denn der letzte? Ah, da hinten. Okay. Bleiben wir erstmal stehen. Willst du was Cooles sehen? Tauli macht jetzt zum Glück nicht allzu viel Schade. Oh, uncool. Glückwunsch, jetzt bin ich angepisst. Okay, dann zerre nochmal ein Burrito rein. Ich bin scheißgesund. Und Übrigens, ich brenne immer noch, Leute. Euer Boss verbrennt hier. so, jetzt das. Jetzt haben wir sie alle. Und jetzt können wir ihn hoffentlich auch verwundern. Oder er beruhigt sich von sich aus. Schauen wir mal. So. Und jetzt mein bester Angriff. Mein bester Angriff. Hey, Leute. Wie geht's, Eric? Du bist cool, Mann. Schön, dich zu sehen. Gut, jetzt ist er wieder beruhigt. Du hast gewonnen. Benebelte Schmerzrezeptoren DNA und verbessert das Gegengiftrezept und $67. So, jetzt wird der Raggy aufgelegt. Hi, das ist für Classy. Es gibt noch ein paar Haschnuggets und Granddaddy Purple Shatter aufs Haus. Komm jederzeit wieder vorbei. Alter, wie der jetzt schon wieder aussieht. Total zugedröhntes, Sehr gut. vollgeschmiertes Neuer. Bring das Handtuch. zu Classy. Uah.
Aber ich mag Towelie echt nicht. Towelie ist einer von den wenigen Charaktere, die ich in South Park in der ganzen Serie überhaupt nicht ausstehen kann. Weil ich ihn einfach null witzig finde. Weil es einfach immer nur ums Kiffer geht. Das ist so blöd. Das war eh nie so mein Humor, so Kifferhumor, ich weiß nicht. Also das ist wirklich einer von den ganz, ganz wenigen Charaktere in South Park, die ich überhaupt nicht ausstehen kann. Und die ich auch absolut scheiße witzig finde. Okay, ja, aber das ist ja auch nur meine subjektive Meinung. Es gibt ja Leute, die finden den ja absolut großartig. Da gehöre ich aber, da gehöre ich auf jeden Fall nicht dazu. Wohin des Wegs? So, ich mag zu Craigs Haus und dann kann ich auch zur Mission wieder zu Jimmys Haus gehen. Deswegen erstmal hier zu Cartmans Haus, die Schnellreiser. Nochmal einen Schluck Wasser getrunken. Und Wir sehen uns. behält das drin? Ja, sehr gut. So ein braver Viertklässler. Bisschen näher noch? Nö, Oh, hat der kleine Viertklässler Schiss? nö. Armes Baby. Halt die Gosch. Ist da irgendwas? Nö. Oder? Ich weiß nicht. Erstmal in der Fahrer gelost. Aber da können wir anscheinend ein Foto machen. So. Nö. Nichts Interessantes offensichtlich, was wir da machen könnten. Der Bus sollte eigentlich im Dezember kommen. Boah, der sagte immer nur das gleiche, der Dappschädel. Bin immer gespannt, wann und wie wir durch die Lava kommen. Das wird bestimmt auch noch sehr interessant. Und jetzt mag ich erst einmal Craigs Meerschweinchen, was von Tweak gekauft wurde, einfangen. Deswegen erstmal wieder hoch für die Sidequest. Jetzt haben wir nämlich auch die entsprechende Fähigkeit parat. Achtung. So. Halt. Bleib stehen, kleiner Wicht. Ich hab dich. So. Stripe das Meerschweinchen. Wichtiger Gegenstand. Und. So. Wieder zurück. Und schon hämmern. Gib Wonder Tweak Stripe zurück. Jetzt mag ich aber vorher nochmal bei der Henrietta reingucken. Muss gerade mal gucken, ist die Schule gerade als Zeitreise näher? Oder ist Cartmans Haus näher? Ja, okay, die Schule ist sogar noch weiter weg, denke ich. Okay, dann gehe ich jetzt immer durch rein. Mal gerade mal gucken, weil bei der Goth Kids hatte ich nie mehr in Erinnerung, was die Dorfer brauchen. Habe ich mit dem schon das Ich habe dich Selfie? in den Nachrichten gesehen und ich werde dir auf Kunstagram folgen. Ah, okay, gut. Kriege ich den nämlich auch noch dafür. So. Und. So. Mr. Biggle. Henrietta Biggle. Okay, der Nachname hatte ich da auch nämlich Wir parat. sehen uns in den sozialen Medien. Genau. So, wo war dann ihr? Ihr wart hier. So. Und wie sieht's aus? Jetzt die heiligen Kerzen anzünden. Die heiligen Kerzen. Moment. Die. Kriege ich die so an? Sehr gut. Und jetzt? Ah ja, da ist noch eine. Und da. Ey. Noch ihn dabei getroffen. Und. Da ist noch eine. Heilige Scheiße, der Neue hat's geschafft. Ja, da war ja nicht sehr viel Du notwendig. ist echt Gothic. Mach sie auf. Arcana-Anzug Echt und jetzt? Das war Goth-Pony. alles? Das war antiklimaktisch. Scheiß Enttäuschung. Ja, Na gut, und? Das Leben ist eine einzige Enttäuschung. Du hast uns geholfen. Dann machen wir eben so ein Selfie. Ja. So, den mag ich eigentlich auch. Von daher, da gibt's einen fette Lacher. Mit Michael. Der kann auch lächeln für das Das Selfie. Leben ist eine Interessant. einzige Enttäuschung. ich Und? kann genauso gut auch ein Selfie mit dir schießen. Ich habe jetzt eh nichts mehr zu verlieren. Ach Gott. So, komm her, du. Du lächeln mal. Ach, ich mag die ganze Goth-Kids. Von daher. Mit Ferkel.
Haben wir jetzt noch Ferkel? Haben wir jetzt auch noch Das Maler Henrietta? versteht uns. Und wenn sie uns irgendwann verstehen, ist es viel zu spät. So, Henrietta. Das ist echt so peinlich. So, wir lächeln trotzdem. Und sie kann auch lächeln. Gut. Und... Echt total gothic. Wenn ein Spießer wie du ein Selfie braucht, um sich wohlzufühlen, dann machen wir halt eins, schätze ich. Sehr gut. Dann... Die können alle lächeln, nämlich auch. Sehr schön. Pete Tellman. Perfekt. Hoffentlich kommt meine zynische Seite raus. Natürlich. So, jetzt haben wir mit alle Goth-Kids auch noch ein Bild-Selfie gemacht. Sehr schön, weil ich mag die echt. Die finde ich arschwitzig, die Goth-Kids. Gibt auch leider nur wenig Episoden, wo die speziell thematisiert werden. Aber wenn, dann sind die Episoden echt immer unglaublich gut. Finde ich zumindest. Jo, auch nachher finden es wahrscheinlich bei Tauli so. Hier könnten wir auch noch was machen. Das ist ein Klack für Captain Diabetes. Ja, deswegen kriegt er erstmal ins Gesicht gefurzt. Aus dem Weg. Oh, Okay, tschüss. okay. Was sind wir dann da hin? Aha, da kommen wir dann vorbei. Ah, da hinten kommen wir an den Schatz dann dran. Sturmkostüm und Sturmanzug und Handschuhe. Mhm. Sehr cool. Und dann sollte man noch weitergehen. Damit ich jetzt nochmal die Sidequest beenden kann. Habe gerade überlegt, was ich sagen wollte. Aber ja, die Sidequest mag ich auf jeden Fall noch beenden. Deswegen geht es jetzt erstmal wieder zum Kaffeeladen zurück. Hey, Ah, die stehen hier immer noch da. Ja, genau. Lauft nach Hause zu euren Mammis. Stehen hier alles noch vor meinem Haus. Kann ich von Nuss rennen? Lieber schnell. Sorry, Jimmy, aber das Mal musste ich dich einfach unterbrechen. Ach ja, Bitteschön. Dankeschön. Und jetzt kriegt er sein Meerschweinchen. Wenn du das Tweak gibst, dann sag ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zu stellen hat, wenn man jemanden sitzen lässt. Mache ich. Oh, ich hasse es, wenn Leute Schluss machen und man muss dann für die Sprecher. Das ist so immens unangenehm. Wird er jetzt endlich vernünftig, hä? Schön. Hier ist ein blöder Laptop. Oh, hallo, du bist neu, stimmt's? Ich merke, wie sehr du dich bemühst, meinen Sohn und seinen Freund wieder zusammenzubringen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ein schwuler Sohn ist sehr gut fürs Kaffeegeschäft. Ich glaube, sie müssten nur mal zur Paartherapie gehen. Könntest du das Craig geben? Gemeinsam können wir ihnen vielleicht helfen. Hallo, ich mag ihm aber seinen Laptop geben. Verweisung zur Therapie. Gib Wonder Tweak Stripe zurück, gib Super Craig die Überweisung zur Therapie. Und da ist er jetzt. Wo ist er? Paartherapie? Ich soll mit Tweak eine Therapie machen? Niemals. Sag ihm, ich mach das nur, wenn du auch mitkommst. Ich brauche Freunde um mich. Okay. Willkommen im Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Der Laptop von Craig hätte ich eigentlich ganz gern. Was ist das? Paartherapie? Craig, verarschst du mich? Gut, okay, ich mach's. Nur wenn du dabei bist. Bei dir scheint er offenbar vernünftig zu sein. Okay. Mit Tweak kann ich aber leider noch kein Selfie machen. Aber ich kann hier Captain Diabetes nochmal rufen. Haben wir mal ein bisschen Krawall hier. Und, Moment, komme ich da hin überhaupt hier? Wer ist das? Komme ich da hier? Ah, da ist auf jeden Fall noch ein Yaoi. Aber da komme ich anscheinend nicht dran. Weil ich da hinten noch nicht durch kann. Okay, da komme ich mal zum späteren Zeitpunkt nochmal rein. Willkommen im Café. So, und nu? Gucke ich nochmal auf die Karte, zwecks Paartherapie. Sprich mit Mr. Tweak. Ah, okay, alles klar. Willkommen im Café Tweak. So, und? Was kann ich für dich tun?
Es ist echt super von dir, dass du den Jungs beistehst. Elektropunk-Kostüm. Handschuhe und Kopfbedeckung. Oje, oje. Sprich mit Mr. Tweak. Und jetzt? Nichts weiter, oder? Nö. Ah, da ist noch eins. Ich sehe es gerade. Ja. Tweak und Craig vor dem Storm. Alter. Und was haben wir hier noch? Von derer? Tut mir leid. Ich mache mir zu viele Sorgen wegen Tweak. Okay. Tweak ist jetzt, weg. Das kommt wahrscheinlich später nochmal. Im Laufe der Geschichte. Können wir trotzdem immer gucken. Aber dahin komme ich dennoch nicht dran. Naja. Ich hoffe, wir kommen da auf jeden Fall später nochmal dran, das Ganze. Hallihallo. Und tschüss. So. Nochmal auf die Karte gucken. Da haben wir soweit, glaube ich, alles gemacht. Dahin komme ich eh noch nicht dran. Dann Jimmys Haus. Sehr gut. Da muss ich jetzt als nächstes hier. Da machen wir doch nur mal ein bisschen Story weiter. Aber ich glaube, wir sind wieder am Ende von der Episode halt. Ah, guck mal. Ich bin der schnellste in der Stadt. Natürlich bist du das. Ich bin gerade echt nicht sicher. Ich habe irgendwie ein bisschen zwischendurch den Überblick verloren, was die Zeit angeht. Und bin mir nämlich sicher, ob ab dem Zeitpunkt, wo wir jetzt ankommen, sind schon die 20 Minuten vorbei sind oder nicht. Aber ich gehe jetzt nochmal zu Jimmys Haus und mache dann da meinen Cut erst einmal. Bisschen näher noch? Ja, ja. Ja, zieh nur den Schwanz ein, Viertklässler. Ach, wisst was, das geht mir jetzt so auf das Senkel. Scheiße. Schwulian. Mikroaggression. Okay, dann mache ich die jetzt auch fertig. Die gehen mir jetzt echt auf die Klötze. Die stehen die ganze Zeit vorm Haus. Dich mach ich fertig, Pussy. Mikroaggression. Schlag ihn. Sehr gut. Batsch. Direkt auf Cartman. Ich nehme meine Blutprobe. Und auf beide. Frissen und weg. Im Ernst, wenn ich noch einen Schluck nehme, platze ich. Jetzt endet der Rest deines Lebens. Sehr gut. Ja, die sind schon ziemlich locker. Erstmal kurz da wieder. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Igitt. Das sieht nicht gut aus. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Nee. Komm mal an, nicht dran. Nee, sorry. Diabetes-Type. Nee, da kommen wir an, nicht dran. Ja, so kommen wir aber dran. Und Die haben überhaupt keine Chance. ausgezeichnet. Ich gönn mir ein bisschen Blut. Mensches Blut. Noch ein Uiuiui. die Macht von coolen Friends. Ich mache nur meine Arbeit. Ja, das sind schon extrem gute Verbündete, muss ich sagen. Also alle drei. Respekt. Durch dieser 6-Klässler-Kampf auch wirklich absolut Pillepaller gegen solcher Gegner. Danke, dass du diese 6-Klässler fertig gemacht hast. Ich will nicht ins Detail gehen, aber die Worte vernichten und Pussy lösen bei mir eine starke negative Reaktion auf. Reaktion aus, so rum. Und dann, ja, das geht als viel zu schnell, finde ich. Das hätte man durchaus noch ein bisschen länger drin behalten können, die ganze Bildschirme, damit man nochmal in aller Ruhe lesen kann, was da steht. So. Dann würde ich aber wirklich sagen, dass ich jetzt an der Stelle meinen Cut mache. Und wir sehen uns morgen dann wieder zur Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.